knacken. Scheibe einsteuern. Nee. So. Easy, oder? Und die Auto lässt einfach mal da. Okay, die Polizei will dich festnehmen. Drück drauf! Verstanden. Autodiebstahl ist lange. Das ist Verfolgung auf. Ja, es ist noch nicht vorbei. Schüttel sie ab, schnell! Roger. Sie kennen also das Auto jetzt. Das war nicht Polizei. Dann mal über da drüber. Okay. Der Balken zeigt da, wo die Polizei ist. Gut, scheint, dass wir ihn los sind. Also, wie gefällt dir der Wagen? Gar nicht schlecht. Ich glaube, den behalte ich. Gut, wir brauchen eine Werkstatt. Die bieten genau das, was wir jetzt suchen. Klingt aber nicht billig. Keine Sorge, das geht auf mich. Fahr einfach zu einer Werkstatt. Ich kenne den Typen, dem sie gehören. Hier, park vor dem Werkstatttor. Okay, und jetzt drück auf die Hupe. Schüttle die Polizei ab. Wo ist denn die Polizei? Verspachtet worden, aber weißt du denn das? Ja, Alter. Wie wollte ich denn hier gehen, wenn die Polizei vor der Werkstatt ist? Da. Ich muss aber zuerst. Ton. Wo ist Musik? Und nicht, dass er demonetarisiert wird. Mach mal ein bisschen leisiger, sonst steht auf jedem Video, dass ich Musik verwende, wenn ich nicht darf. Und es ist trotzdem immer noch laut. Ja, easy, dann bleib halt laut. Alter. Was sind denn die Einstellungen? Na, mich jetzt so rein. Mach schnell auf. Okay. Und so das Auto wird gesucht, also man ist Wie kann ich helfen? Neue Nummernschilder, kein Problem. Ich kann selber was anmachen. Machen wir natürlich Hukau. EFGHIJK LNNO. Das geht, glaube ich, sogar genau auf. Oh. Ja. UK. Das war das H. EFGH UK. Perfekt. Alles erledigt. Alles erledigt. Und wer jetzt sagt? Der Joe. Was haben wir denn da noch? Ah, muss repariert werden. Ja, dann reparier's. Nein, reparieren. Ja. Gut. Motortuner. Eigentlich ist voll getuned. Kennzeichenwechsel. Felgenwechsel. Such dir eine Farbe aus. Farbe. Alle da sind Farbe. Easy. Zeig das doch für noch. Sieht alles am besten aus. Ich lasse einfach weiß. Ja. Komm jederzeit wieder. Ja. Passt schon. Gut, dann stelle ich dich jetzt Mike Bruski vor. Er hat vielleicht einen Job für dich. Okay, wo Mike ist der? Bruski. Ihm gehört ein Schrottplatz drüben in Riverside. Du kannst ihn nicht verfehlen. Wie hieß der Kleine nochmal? Welcher Mike. Kleine? Der von der Autowerkstatt?
Ach, Tommy, er ist der Neffe meines Kumpels. Ein super Tänzer. Im alten Tanzlokal in der Oyster Bay vor ein paar Wochen sind alle Bräute seinetwegen durchgedreht. Ist da etwa einer eifersüchtig? Witzig. Ich brauche keine Tanzschritte. Ich habe meinen Charme, mein Freund. Ich verrate dir ein paar meiner Sprüche. Dann musst du dir nicht mehr jeden Abend einen von der Palme wedeln. Würdest du für $50 mit mir ins Bett gehen? Aber mach schnell, ich brauche die Kohle dringend. What? Glaubst du dann lieber auf den ersten Blick oder soll ich noch mal reinkommen? Oh, Bruh. bitte. Hey Baby, das ist ein tolles Kleid. Das würde sich wundervoll neben meinem Bett machen. Und das soll funktionieren? Die gute Sprüche hat er. Kennst du den Unterschied zwischen einem Gespräch und Sex? Nein? Wollen wir zu mir und ein bisschen reden? Schon klar, dass du Probleme hast. Hallo Kleines, eigentlich bin ich kein Mann für eine Nacht. Aber bei dir mache ich eine Ausnahme. Ah, der war schlecht. Wenn man 3 Beine in der Hose hat, dann braucht man nicht gut reden können, verstehst du? Okay. Das ist Mikes Schrottplatz. Fahr einfach durchs Tor. Hey, wen haben wir denn da? Hey Mikey, wie geht's Mikey, denn so? was geht? Scheiße, Mike. Wie wär's denn mal mit Hände waschen? Jetzt brauche ich ein verdammtes Bad. Hey, ich bin am Arbeiten und wer arbeitet, macht sich manchmal dreckig. Außerdem habe ich sie gerade abgewischt. Womit denn? Mit demselben Scheißlappen, mit dem du auch das Klo abwischst? Du bist vielleicht ein Penner. Hey, jetzt reg dich mal ab. Bist du vom Gesundheitsamt oder bist du geschäftlich hier? Geschäftlich natürlich. Hier, das ist mein Freund Vito. Vito, das ist Mike Bruski. Gib ihm bloß nicht die Hand. So viel Seife habe ich nicht zu Hause. Freut mich, Vito. Vito und ich sind alte Freunde. Er kommt gerade aus dem Krieg zurück und braucht Kohle. Da dachte ich, er könnte dir bei deinem Beschaffungsproblem helfen. Ich bürge für ihn. Aha, okay. Joe hat dir also von unserem Nebengeschäft erzählt, oder? Ja. Ich will nur stinknormale Karren, nichts Ausgefallenes. Du kriegst pro Wagen deinen Anteil. Ich nehme nur so viel ab, wie ich verarbeiten kann. Und schlepp mir keine Bullen an, klar? Wenn sie dir hierher folgen, habe ich deine Visage nie gesehen, verstanden? Klar. Gott verdammt, Mike. Ich habe deine Schmutzgriffel auf meinem Mantel. Weißt du, was ich für den Fetzen hingelegt habe? Krieg dich wieder ein, sonst stopfe ich ihn dir in den Arsch, du Nervensäge. Und jetzt darf ich auch noch die Reinigung blechen. Arsch. Und wer weiß, ob die diesen Siff überhaupt Halt die rausbekommen. Fresse! Vito, ich bräuchte dringend ein Walter Coupé, heute noch. Meine Leute haben zwar Teile aufgetrieben, aber keinen Wagen. Weil ihr einfach nicht wisst, wo ihr suchen müsst. Jedes Mal, wenn ich die Hunter Street runterfahre, sehe ich dort einen neben einer Bar parken. Ich glaube, der Schuppen heißt Lone Star oder so. Ist der nicht im schwarzen Viertel? Da falle ich doch auf wie ein bunter Hund. Ich gebe dir 350 Mäuse, das ist doch das Risiko wert, oder? 400. Na schön, abgemacht. Komm, Vito, fahren wir. Andiamo. Und dir schicke ich die Rechnung für die Reinigung von meinem Mantel. Die kannst du dir in die Haare schmieren, du Sackgesicht. Okay, hör zu. Das ist sozusagen deine Jungfernfahrt hier. Versaus also nicht, verstanden? Hier, Vito. Nimm das. Für alle Fälle. Hey, klasse. Hey Mike, darf ich das Ding mal ausprobieren? Klar, lass dich nicht abhalten. Dann mal los. Ziel auf die alte Kiste da drüben.